wenn einer wirklich davon ausgeht, ich muss ja wirklich immer die scheiß Arbeit machen, dann weiß ich schon, ja, in dem Fall wirst du nächstens wieder dran anlaufen, dass du die Bestätigung für dich hast, dass du die scheiß Arbeit wieder musst machen. Und, und das ist, die Schwierigkeit ist eigentlich, dass man aufhört, sich das zu sagen, sich das zu glauben, dass das so wird sein, weil durch den Glauben wird man das wieder anziehen. Und so kann man eigentlich neue Ursachen setzen. Das ist eigentlich egal wie was. Oder auch wenn es jetzt beim Finanziellen, wenn man beim Finanziellen jetzt vielleicht nicht die Finanz hat, wo man sich wünscht, dann darf man nicht auf dem, was man sich nicht wünscht, reagieren und sagen, schau mal, ja, es geht halt nicht. Da ist dann auch die Schwierigkeit, oder? Dass man, wenn man vielleicht aktuell die Finanzlage nicht so hat, wie man sich wünscht, nicht mehr auf die Lage reagieren. Und das ist echt nicht einfach. Und das ist echt bei allem so, oder? Wenn man sich irgendwie nicht mehr wünscht, dass der Chef einem vielleicht immer an den Karren fährt. Und lustig ist ja, wieso fährt der Mensch, wieso hat der eine Mensch mit dem einen Mensch Problem und der gleiche Mensch mit dem anderen hat es gut. Und wenn man das einmal so ein bisschen von außen betrachtet oder auch mal mit diesen Menschen redet, dann sind sie sehr oft in den eigenen Selbstgesprächen, also in dem, was sie mit sich selber reden, sich vielleicht am rechtfertigen beim Chef oder haben Angst so, jetzt nur ein Beispiel mit dem Chef kann man auch auf eine Beziehung, oder? Zum Beispiel, wenn immer wieder die gleichen Themen laufen mit der Partnerin oder mit dem Partner, kannst du dich mal fragen, was denkst du eigentlich die ganze Zeit? Bist du dich schon am Rechtfertigen für Eventualitäten, die vielleicht könnten passieren? Weil das ist dann schon wieder eigentlich der Garant, dass es so wird sein, weil du tust dir das ja in dem Sinn produzieren, oder? Wir sind wie unsere Gedanken produzieren wie unsere Zukunft und wir müssen lernen, da stoppen, was man nicht mehr will, dass man nicht mehr über das nachdenkt, was man nicht mehr in seinem Leben will, weil sonst tut man es wieder reproduzieren und vor allem das Reagieren, oder? Das heisst ja schon, du reagierst, du tust es eigentlich wieder aufgreifen. Und da merke ich, und das ist bei mir auch noch der schwierigste Teil, dass bei Sachen, die ich nicht mehr möchte, wo ich aber weiß, ich will es nicht mehr und auch weiss, dass, wenn ich darauf reagiere, schon wieder produzieren gleich, obwohl es mir bewusst ist, nicht wieder darauf zu reagieren, weil wir leben regelrecht in einem Autopilot drin.